Die Gesteine mit ihren Fossilien erzählen uns hier eine der vielsagendsten Geschichten in der Entwicklung der Dolomitenlandschaft, nämlich einen denkwürdigen, verschiedenartigen Werdegang bei der Ablagerung und dem Wachstum der Sedimente, die unsere Felsenwelt entstehen ließ. Diese beträchtlichen Unterschiede beherrschen sogar auch heute noch das Landschaftsbild durch die Felsmassive, die sich sehr augenscheinlich absetzen von den weiträumigen Almen und Matten mit ihren Einkerbungen und vor allem dem viel tiefer eingeschnittenen Haupttal. Das erste Schaufenster ist absichtlich dreigeteilt. In einen einheitlich durchgehenden unteren Bereich und in zwei vergleichsweise bedeutend größere und sich flankierende, in verschiedenen Farbtönen gehaltene obere Bereiche, um klarzustellen, wie zwei recht verschiedene Umwelten in ihrer Entstehung vor so langer Zeit wie auch heute, also jeweils zeitgleich, existieren können. Wir beginnen im zeitalteren Anis, am Beginn der mittleren Trias vor 247 Millionen Jahren. Ein Großteil der südlichen Kalkalpen tauchte aus dem Meer auf und wurde eine Zeit lang durch die Wetterelemente abgetragen, also erodiert, so dass Kiese, Lockersande und auch feinere Sedimente entstanden und schließlich sich daraus das Richthofen-Konglomerat entwickelte, das sich als rötlicher Streifen von der Weite erkennen lässt. Nach dieser vom Festland geprägten Zwischenzeit näherte sich das Meer wieder aus dem Osten, bis es endlich unsere heutige Dolomitenregion ziemlich gleichmäßig mit seichtem Wasser bedeckte. Besonders Kalkalgengesellschaften entwickelten sich zu mächtigen Kalk- und Dolomitbänken der Contrin-Plattform, wie wir hier erkennen. Später, zu Beginn des Ladin, vor 242 Millionen Jahren, wurde die bisher beschriebene gleichgeartete Landschaftsentwicklung abrupt unterbrochen, indem der Meeresboden sich stärker als bisher zu senken begann. An günstigen Stellen waren Algen, Foraminiferen und auch schon Korallen und andere gerüstbildende Organismen in der Lage, die Absenkung durch ihr Wachstum vor allem in die Höhe und durch die von ihnen produzierten Kalkausscheidungen auszugleichen, sodass sie ihren Lebensraum nur wenige Meter unter dem Meeresspiegel erhalten konnten. Dabei gewannen die Korallen als Gerüstbildner immer mehr an Bedeutung. Viele solche Stellen zusammen bildeten schließlich die Carbonatplattformen mit den hellfarbenen, massiven Felsen der heutigen Geißlerspitzen, des Langkofel und Blattkofel bis hin zum Schlern, der sich schließlich bei der Namengebung dieser Riffmassive als Schlern-Dolomit durchgesetzt hat. Die gesamte übrige Fläche des sinkenden Meeresbodens, wo diese Organismen fehlten oder wo es ihnen nicht gelungen war, mit der herrschenden Absenkung Schritt zu halten, sank dagegen immer weiter ab. So wird vielleicht verständlich, dass der Höhenunterschied zwischen der Lebewelt der immer nur knapp unter der Meeresoberfläche lebenden riffbildenden Organismen und der immer tiefer absinkenden Meeresarme dazwischen andererseits immer größer wurde und schließlich bis zu viele hunderte Meter erreichen konnte. Am Meeresgrund der immer tiefer werdenden Becken lagerten sich zugleich zur oben beschriebenen Welt der Korallenriffe gut geschichtete dunkle Kalke ab, die Buchensteinformation. In diesen Schichten wurden vor allem Fische, Ammonoideen, marine Reptilien, unser berühmter Ichthyosaurier und andere im Meereswasser lebende und schwebende Organismen nach ihrem Tod und Absinken auf den Meeresgrund eingebettet und konnten nur in seltenen Fällen im dort herrschenden sauerstoffarmen Milieu versteinern. Buchensteinschichten stehen an der Seceda und auch unter der Seisseralm über dem Grödnertal an. Eine immer stärker in Erscheinung tretende vulkanische Tätigkeit mit Schwerpunkt Predazzo Monzoni im Fassatal
herrschte in der zur Neige gehenden Triasepoche des unteren Ladin mit seinen basischen Lavaströmen in den tiefen Meeresbecken. Wir können solche Augitporphyre zum Beispiel im Süden nahe der Secada-Seilbahn-Bergstation, vor allem aber auf der Seiser Alm antreffen.